Oh mein Gott, nein! Hilfe! Und so mit herzlich willkommen und hallo! So eine neue Folge. Planet Zoo! Das war nicht geplant. Ja, ich denke, wir machen so eine schöne Aufnahme, so einen schönen Aufnahmebeginn und starten und zoomen in die Sonne rein. Ja, scheinbar hat das Glas keine Elefanten auf, wie ich es gedacht habe. Muss mir da noch schnell aufschreiben, ich bin noch gar nicht ready gewesen. Scheiße. Ja, herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 von Planet Zoo. Ja, das geht, glaube ich, jetzt ein bisschen Panik. Die stehen alle noch sehr ruhig da. Scheiße. Ja, im echten Leben könnt ihr schon nicht Pause drücken. 37 Grad. Das ist wirklich schön hier. Auf jeden Fall schön, seid ihr wieder alle mit dabei. Und was jetzt passiert, es fährt spannend an. Hey, let's go. Bleibt er denn? Was macht er? Die Leute haben noch keine Panik. Bleibt denn? Guter Bübel. Guter Bübel, hey, super. Ja, nice. Aber ich glaube, was ist das für eine Meldung? Die Tiere könnten fliehen. Ja, er könnten entkommen. Ja. Danke für die Meldung. Ich glaube, das müssen wir beheben. Ich glaube, Glas ist nicht so die beste Option für Elefanten aufzuhalten. Wie sehen die Holzstämme aus? Stahldraht. Maschendraht. Elektrischer Zaun. Wenn unter Strom. Eins ohne Strom. Wellblech. Ja, man muss ja gleich irgendwie durchsehen, oder nicht? Glas. Widerstand 4. Widerstand 2, Widerstand 2. Und der ist einfach 6, wenn unter Strom. Machen wir auch Stacheldraht. Stacheldraht. Elektrozaun. Wie ist das da? Ja, das geht noch nicht so schnell mit dem Verbinden hier. Elektrisch. Elektrisch. Hä? Weisst du was? Geh mal weg da. Du auch. Du auch. Sehen wir mal den Pfosten. Und wechseln da auf elektrisch. Ja. Hier steht noch ein blödes Ding zwischen. Das da muss auch noch Orte weg. Und das auch. Und das auch. Und dann kommt da wieder elektrischer Zaun her. Dann müssen wir uns dann mal um Strom kümmern, weil wir haben ja noch gar keinen Strom, so viel es mir ist. So. Da sind wir aber Leute. Die arme Fantisch. So. Aber ich kann also wenigstens die Leute noch ein bisschen beobachten. Jetzt müssen wir einfach schnell schauen, weil ohne Strom bringt der Tag noch weniger.
Tier ist entkommen. Wo? Die sind ja da. Hä? Was? Ja, zu und zocken, keine Panik. Wir sind alle durchdrehen. Gut. Ich habe mich schon lange darum gekümmert, der ist ja da, die sind ja beide drin. Beruhigt dich. Ja gut, Besucherzahl, tschüss. Die tun auch chillen so einfach. Es sind etwa 300 Leute an vorbei, aber egal. Oh, schau, er geht betteln. Ich schwöre, ich kann den ganzen Tag Tiere beobachten. He? Ah nein, wie nice. Kann ich bitte einmal so mit dem Rüssel? Spritzen? Irgendwie mit der Kamera. So. Es sieht schon geil aus, he? Irgendwie komme ich da nicht aus dem Loch raus. Kannst du mal nicht so brrrr, weißt du so? Mir ist da gerade rein. Ja, komm. Boah, Gigant. Nice. Also hey, wir müssen uns um Strom kümmern, sonst bringt der Zaun nichts und sie, vor allem ist sie eine halbe Stunde später weg, wenn der Elefant schon lange, also vorher schlägt er die Scheibe ein, so einen Meter vor ihnen kommt der Elefant, schlägt die Scheibe ein, das interessiert niemand. Aber wenn ich dann den Zaun umbaue, dann drehen sie durch, dann haben sie Panik, weil 10 Sekunden kein Zaun da war. Hier noch etwas gesehen. Gut. Strom. Wie war das noch gleich? Gehege, Einrichtungen, Bau. Oh Gott. Nö. Betriebsmittel, Strom. Ohne Späh. Genau, Solarmodul, Transformator, Windkraftanlage. Seht ihr auch, wie viel Strom das liefert? Was da besser ist? Also der ist sicher günstiger, aber ich würde schon gerne mit Solar arbeiten oder mit Wind. Ah, warte jetzt mal, die haben schon Strom. Von wo kommt denn der Strom? Vom Eingang? Ja. Kann ich echt Solarmodul zu den Elefanten reinstellen, oder ist das nicht eine gute Idee? Es sieht ein bisschen kacke aus. Wobei, ich muss fast. Doch das da nicht mit drin pflanzen. Aber andererseits, der Zaun kommt ja hier noch. Das hat hier eigentlich Strom bekommen. Oh, das Tier sieht einsam aus. Ja, aber... Barrieren sind leicht beschädigt, Technik nötig. Ja, du, wir probieren es mal. Weil ich glaube, eigentlich sollte es Strom haben, weil es muss immer nur in den Umkreis reinkommen. Dann müssen wir mal laufen, wir brauchen jetzt Cash. Ah, schön. Entschuldigung, excuse, salut, moin, Entschuldigung, ich muss heute da durch, danke. So, NMNMU und raus bist du, welches ist unser nächstes Tier? Heimer, Feld da. Ist der eigentlich gut am Joggen?
Das ist doch einfach geil. Hi, hallo. Hallo. Ich muss nochmal schnell... Sorry Leute, aber jetzt Fotoshooting time. Nice. Merci. Uah. Gut. Und wir sind schon wieder bei 10 Minuten, wo ich auch wieder nur lauert. Boing. Ist jetzt das Ding unter Strom oder nicht? Das ist meine grosse Frage. Das weiss ich halt jetzt nicht. Kann man irgendwie einen anlängen? Hey Bibu. Da haben sie ein Kind oder so. Kann man einen da anlängen? So. Flusspferd hat einen Nachwuchs. Okay. So. Wo? Wo? Oh, Pepe Hippo. Hihi. Hallo. Boah, du bist aber schon ein rechter Fetzen, Kollege. Hä? Du bist schon ein rechter Fetzen, du. Kannst du mal so neben die Mami stellen, dass sie irgendwie cool aussieht? Weißt du, so, ich mal das Foto machen. Ja! Merci. Und er hat auch noch eine hier. Und dann eben ein bisschen Kacke vordraumen. Ah, das Geil ist einfach geil. Das Geil ist einfach geil. Mhm. Das Game ist geil. Die haben... Moment. Würdest du auch hören? Hallo, Spiel. Bin ich gerade in den Rhino-Arsch gesteckt. Alter, was die eins kacken? Ja. Wow, wow, wow. Ah. Aber haben wir nicht am Anfang 2 gehabt? Haben wir 3 geholt? Okay. Gut, wir schauen mal, wie es der Warzenschwein geht. Das ist immer noch das dritte, gell? Sind es da hier irgendwo? Warzenschwein 3, genau. Barrierestatus, Techniker nötig. Haben wir eigentlich Techniker? Das ist jetzt eine andere Frage. Ich glaube aber noch nicht. Nein. Sollen wir noch einen einstellen? Kümmern dich mal. Und Mitarbeiter müssen wir jetzt auch mal schauen. Die sehen aber auch recht zufrieden aus. Glaube ich. Ich glaube, die kann man dann auch noch irgendwie befördern. Aber da habe ich noch keine Ahnung davon. Unseren Tier geht es auch noch gut. Was ist das da für ein Zeichen? Sollen wir die mal anschauen? Das ist jetzt ein Männchen. Was hast du? Was ist das für ein Zeichen? Alpha-Tier. Achille, Flusspferd wird bald Nachwuchs haben. Schon wieder. Oh oh, jetzt geben sie aber Gas. Ah, so ist es, wenn sie schwanger sind. Das ist das Alpha-Tier. Bei den Elefanten würde ich mich über Nachwuchs freuen. Aber da bräuchte ich stumm mal ein bisschen mehr Girls, gell? Mein Freund. Wie sieht es da aus? Männlich, weiblich?
Komm, jetzt haben wir 50'000 Stutz. Jetzt tun wir dir mal ein paar Weibchen suchen. Ein paar Young Chicks, schau da. 23. Hier, komm. Und noch eine. Noch ein Young Chick. Die ist abgelaufen. Okay, dann muss ich aktualisieren. Da, 7000. Die nehmen wir an. Geben wir dem mal ein bisschen Young Chicks. So. Töre, Benjamin Blümchen. Nur da, so muss ich schon. Wow. Oh. Schlüpf mir doch nicht so, wie ein Elefant. Tschüss. Bringt er noch die nächste? Schau da, wie sie Kohle reinschmeissen, habt ihr es gesehen? Das ist einfach geil. Ich feiere das Spiel. Ich hoffe, euch gefällt es so wie mir. Und ich hoffe nicht, dass die ganze Zeit die Fliegen vor der Linse hocken. Hier. Und dann, jetzt kommt noch der nächste. Und übrigens, falls ihr den Namen habt, in den Kommentaren geschrieben in der letzten Folge für die Elefanten. Ich konnte noch nicht schauen, weil es ist wieder eine Aufnahmesession, weil am Wochenende muss ich wieder auflegen und wir haben heute, was haben wir heute, Donnerstag schon. Und dann gibt es das ganze Wochenende unterwegs wieder. Dafür gibt es dann wieder ein Vlog, wahrscheinlich. Nice. Brudi, jetzt läuft bei dir. Jetzt hast du Young Chicks, Lebensraum. Nicht genug Beschäftigung. Und das Wasserloch ist jetzt wieder zu klein. Okay, weißt du was? Das Wasserloch, da kümmern wir uns fix drum. Das haben wir schnell. Da machen wir nämlich einfach so ein bisschen kleiner. Dann machen wir so ein bisschen diesen. Voilà. Und dann haben wir das nicht. Können wir hier noch ins Loch schmeißen? Sieht es jetzt aus? Immer noch zu wenig. Es ist auch lustig, dass die Quadratmeter einfach muss stimmen. Und ich habe das Gefühl, wenn es zu tief ist, dort... Wenn das Loch zu tief ist, also der Fluss, der zählt es auch nicht, weil sie dort gar nicht herkommen oder whatever. Ich hasse es. Terraforming ist mühsam. Es gibt Leute, die sich da stundenlang austoben können. Aber... Ja. So, ist jetzt gut? Yes, jetzt ist gut. Und auch Beschäftigung ist noch etwas gesehen. Am Herr gibt es zu wenig Beschäftigung. Junge, du hast jetzt 3 Weibchen bei dir. Ich glaube, du solltest genug Beschäftigung haben. Ja, dann knallen wir euch noch etwas rein. Gehege. Elefant haben wir schon eingegeben. Grosser Schneeball. Nein, so einen Kegel. Die finden Kegel auch lustig. Aber auch ein bisschen Zeug verteilen, dass sie überall etwas Interessantes haben. Ist jetzt gut? Nicht genug Beschäftigung für alle 4 Jungen, ihr seid zu 4 oder zu 3 sogar noch. Schlafmöglichkeit gross. Jetzt haben wir 100%. Ja, viel mehr geht darum ja nicht, weil es ist einfach irgendwie ein Kinderparadies.
Viola, Warzenschwein wird bald erwachsen. Ich schnell schauen. Machen wir noch ein paar letzte Pepe-Fotos. Komm. Ich bitte noch ein bisschen runtergehen. Nicht. Juhu, ich werde erwachsen. Hui. Was süß. Süß, süß, süß. Hungrig. Hey, was hungrig? Scheiß. Ernährungszustand ist gut. Ja, dann geh fressen, wenn du Hunger hast. Sauberkeit des Gehege stellt Krankheitsrisiko dar. Moment. Krankes Tier entdeckt. Tierarzt gerufen. Also Gehege 2 ist nicht Zucker. Ja, ist es wirklich nicht. Würde sich da mal einen, ich muss auch mehr Leute anstellen. Würde sich da mal bitte irgendwie so einen Zoopfleger, ich glaube da brauchen wir noch einen. Könntest du mal? Würdest du mal? Kann ich den Misthaufen anklicken und dann sagen, Digga, kann man putzen. Genau, was war noch? Das Tier ist krank. Ah, ist schon eingetütet. Okay, hey, es geht alles so schnell vorwärts. Hast du den neuen Mitarbeiter da? Oder macht das der Tierpfleger? Das weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, wer das hier genau sauber macht. Seid ihr noch zufrieden? Nein, Scheiße, die sind unzufrieden. Aha, wegen dem Dreck sicher. Ja. Kann hier jetzt mal einer kommen und putzen, bitte? Tierpfleger rufen. Dann müssen wir auch noch Tierpfleger engagieren, oder? Wenn das der Tierpfleger macht. Junge. Machst du mal sauber? Machst du hier sauber? Überprüft Gehege 2. Putzen sollst. Reinigt Gehege 2, okay. Tierpfleger sind so. Das Gehege reinigen. Mach mal sauber da. Und du musst nicht alle wieder ins Wasser schießen, gell? Ich darf das dann auch wieder raussuchen. Dann lachst du. Ah, geil. Schnaufen nicht vergessen, gell? Ah, nice. Nice. Tierpfleger unterwegs, ja. Mach mal super da. Gib dir mal Mühe. Gut. Alter, die Leute. Ich glaube, wir müssen hier noch mehr Getränkestände her. Schau das mal an, das ist alles so konzentriert dort hinten. Ich glaube, nachher hier zuhinterst auf einmal. Schau mal, da ist niemand. Bei den Elefanten ist niemand, aber für den Getränkestand. Verstehst du, was ich meine? Was ist jetzt wieder? Nichts. Gut. Einrichtungen. Gästeeinrichtung. Gulpi Soda. Da lieben sie ja.
den irgendwie anbringen da. Warum macht es jetzt den Weg? Ist der nicht angebunden? Copy! Copy! So, da! So müssen wir das machen, hä? Vielleicht mal noch ein WC, so einen Toilettenblock. Dann machen wir Klassiker-Toilette. Ne, was haben wir da gehabt? Afrikanische Toilette gross. Da die nächste kleine Servicestation. So. Ich habe noch etwas zu essen her. Noch ein paar Fries! Ah, das ist, weil hier die Kurve ist, he? Okay. Und dann machen wir hier. Oui, Monsieur Frita. Frita. Dann machen wir hier mein Lieblingsding. Nein, kann ich wollen. Kann ich mal diesen machen. Mitarbeiter kommen dort. Aber unser Zoo läuft. Finde ich geil. Was glaubst du heute? Krankes Tier entdeckt. Einrichtung kein Strom. Ja, langsam. Also was? Das Flusspferd ist krank. Ja, das ist klar, ist es krank. Was ist so scheiß dreckig ist da drinnen? Ernährungszustand. Das ist das junge Mann. Das zweite Junge. Würdest du mal irgendwie putzen da drinnen? Die haben auch keinen Strom. Das ist okay. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch Mitarbeiter da hinten. Nämlich Verkäufer. Je eins. Und wir brauchen Strom. Strom, genau. Und dann können wir das nämlich hier hinten dran verstecken. Zwar hier als Cake her tun, aber ich glaube, das machen wir dann hier und dann gehen wir da so hinten und dann können sie von dort hinten rein. Verstecken wir das mal da so hinten dran. Okay. Nice. Dann haben wir Strom. Dann haben wir die Läden auf. Können die Leute jetzt mal da hinten kommen. Alter, wir haben schon 760 Leute in unserem Zoo. Läuft langsam. Und wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Das läuft an. Guten Tag, kann ich helfen? Und jetzt steht der Chef mal selber in der Kasse da. Geh weg. Ich finde es einfach geil, dass so nachher reinzoomen. Aber die Elefanten sind halt schon hure weit weg von hier. Das ist halt schon nicht so geil. Haben wir eigentlich noch mehr Platz, wo wir denen kommen? Techniker nicht. Okay. Haben wir eigentlich dann noch mehr Platz, wo wir denen kommen? Nein. Dass die ein bisschen weiter vorne sind. 12.789 auf 4.000 bräuchten sie. Ich will einfach sagen, wir tun noch mehr Elefanten zu. Und Wasser haben sie ja schon wieder zu wenig. Ja, aber dann machen wir da hinten noch ein Seele. Glaube ich. Es ist halt schon hure gross. Und er läuft sich halb tot, wenn er da hinten geht, irgendetwas machen.
Zum Beispiel Kacke fortputzen von ihm. Ihre. Was zur Hälfte? Schon gefallen, nicht zugänglich. Ja moin, die braucht noch einen Weganschluss. Moment, das haben wir gut. Ganz ein kleiner Weg bitte. Nee, weißt du was? Jetzt machen wir da schnell. Gut, diesen. Das ist aber wieder die Winkausrichtung. Genau. Hey. So. Wir nehmen unseren Mitarbeiterweg an. Und zwar ein kleiner nur. So. Ich hätte den gerne. So. Genau. Dann ist der Strom nämlich zugänglich. Das ist jetzt aber kein Mitarbeiterweg, aber ist ja eigentlich auch egal. Können die Leute auch noch dran rumdrücken. Super. Jetzt wollte ich hier hinten noch ein kleines Wasserloch graben. Auf die Schnelle. Schubidubidu, schubidubidu, schubidubidu. Vielleicht ein bisschen grösser. So. Wasser rein. Fertig. Zufrieden? Zufrieden. Gut. Können wir noch mehr Elefanten haben, bitte? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4. Und wir holen noch ein paar Elefanten heute. Oh ja! 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 Da nicht. Aber 2 Weibli und beide mit Punktzahl. Geil! Was ist das gestanden? Vom Zoll beschlagnahmt. Okay. Unsere Elefanten hängen im Zoo. Im Zoo. Ja, im Zoo hängen sie näher. So, das ist doch das nice. Was machst du? Überprüf Gehege. Azubi. Kann man den befördern? Nicht. Hallo, meine Dame. Ah, sag doch nicht denken davon. Steh kurz vor der Rind. Hey, halt, stopp, stopp, stopp. Hey, hey. Stopp, 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 stopp. Steht kurz vor der Inzucht. Würdet ihr hören? Nein, nein. Das wollen wir nicht. Aber was da passiert, meine Damen und Herren, Cliffhanger, das sehen wir morgen in der nächsten Folge. Ob wir unsere Warzenschweine vor Inzucht retten oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage merci vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Schreibt etwas in die Kommentare. Ich suche immer noch nach Tiernamen für die verschiedensten Tiere. Wenn ihr Ideen habt, einfach rausholen. Schön seid ihr mit dabei. Bis morgen. Timochi. Bis gleich. Tüdelü.